Hallo miteinander, da ist Nadine. Heute möchte ich gerne mit euch basteln. Und zwar möchte ich gerne mit euch ein Babyrassel basteln. Ein Babyrassel aus einer PET-Flasche. Also etwas ganz Simples. Man braucht dafür eine leere PET-Flasche, Reis, ein bisschen Glitzer, Moosgummi, eine Schere, verschiedene Geschenksbänder, ein Trichter und Heißli. Gut. Dann starten wir doch gerade. Mit dem Trichter tue ich zuerst ein bisschen Reis in die Flasche füllen. Aber ich schaue, dass ich nicht zu viel reinfülle, nur etwa bis da, weil dann ist der Klang der Rassel am schönsten. Anstatt Reis kann man natürlich auch Kieselsteinchen oder verbrochene Steckchen oder auch Nüdeli oder sonst etwas brauchen. So, noch ein bisschen. Okay, das reicht. Ups. Genau. Ja, jetzt haben wir fast ein bisschen gefüllt, wenn wir noch mal ein bisschen zurück. Noch mal ein bisschen. Ja, das ist doch tipptopp. So. Und zur Freude der Kinder tun wir jetzt hier noch ein bisschen Glitzer rein. Ich empfehle euch, wenn ihr Spielsachen für Babys macht, Glitzer zu verwenden und wenn ihr Farben verwendet, am besten in den Rottönen, weil Babys können als erste Farbtöne rot erkennen. Am Anfang sehen ja Babys nur hell und dunkel, also schwarz-weiß eigentlich. Und dann das erste Farbton, das sie erkennen, ist eben rot und da finden sie dann mega cool. Und es fällt auch auf, dass Babys gerne mit roten Sachen spielen. Jetzt zum Beispiel unser Sohn tut einmal auch beim Kochen gerne mit dem roten Trichter spielen. Er hat heute noch gerne rot. Ja, jetzt auch ein bisschen fürs Aussehen noch. Ja, Glitzer hat glaube ich genug drin. Oder komm, wir tun noch mal ein bisschen rein. Leeren muss es doch geben, oder? Das schöne Glitzer. Und jetzt ich denke, könnte man da noch ein bisschen Moosgummi. Tschüss! Moosgummi drin tun. Da würde ich jetzt einfach ein kleine Stückchen schneiden und drin tun. Dann sieht es auch lässig aus. Und Babys finden das sehr interessant. Eben, eigentlich ist die Rassel gedacht vielleicht für bis zu halbjährig, aber ich habe jetzt auch viele Kinder schon mit den Rasseln spielen gesehen, die auch schon älter sind. Also, ich arbeite ja in der Kita und dann haben wir auch schon ein paar Mal so eine Rassel gebastelt und auch die grösseren Kinder haben auch Freude an denen, also auch noch die Dreijährigen, aber auch die kleineren schon eben ab halbjährig oder vor halbjährig sogar finden die Rassel etwas Lässiges. Ja. Und es ist einfach und schnell zu machen. Man kann es natürlich auch mit dem Kind machen. Eben mit einem so 1,5-, 2-, 3-Jährigen kannst du gut so eine Rassel basteln. Da kann es auch noch ein bisschen Feinmotorik üben, indem dass da die Moosgummistückchen in die Flasche tun, ohne dass sie daneben fallen. So, jetzt haben wir hier den Inhalt schon. Da haben wir den Deckel. Und ich empfehle euch jetzt, den Deckel anzuleimen,
weil auch wenn das Kind noch nicht selber aufmachen könnte, weil sie zu klein sind, irgendwann kann es gleich passieren, dass der Deckel wegkommt. Weil sie sind dann mit der Zeit gar nicht mehr so streng, irgendwie, wenn sie es dann nicht immer heben und irgendwie drehen, ja, kann es dann per Zufall trotzdem aufgehen. Und dass dann auch nicht alles am Boden rumliegt oder bei den Babys und Kleinkindern im Maul landet, empfehle ich euch einfach, den Deckel mit Heißleim anzuleimen. Dann machen wir das ganz schnell. Wir machen einfach hier einmal rundherum. Jetzt müssen wir das so. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere Finger nicht verbrennen. Genau. Jetzt könnte man da so ein kleines Fettchen von dem Moosgummi nehmen und da schön rundherum putzen. Dann haben wir nachher den Leim gut verteilt. Dann muss da jetzt noch ein bisschen trocknen. Und die Fettchen noch ein bisschen wegnehmen, Entschuldigung. So. Jetzt kann das trocknen und dann kann man nachher den Deckel nicht mehr so einfach aufmachen. Ja, wenn man möchte, also das ist natürlich freiwillig, wie alles von dem Bastel. Ich habe hier jetzt noch so ein bisschen Nestchen rundherum geknüpft und habe es dann auch mit Heißleim befestigt, dass ihr es nicht gerade wegreißen könnt. Und das könnte man jetzt hier auch machen, noch ein paar Bänder rundherum so binden. Weil vor allem Babys haben Freude daran, wenn sie auch verschiedene Materialien anlangen können. Das ist für sie ganz spannend, um so verschiedene Materialien anlangen. Gell? Alles fühlt sich ein bisschen anders an und sie kennen es noch gar nicht. Und so lernen sie die Sachen kennen, auch wie es sich anfühlt. Ja. Und außerdem finde ich, es sieht gerade noch schick aus. Dann nehmen wir natürlich auch noch mal ein bisschen Rot, weil ja, Rot ist die Farbe der Babys für mich. So, Deli. Tipptopp. Und jetzt machen wir hier noch einen Leimtupfer drauf, dass der gut hebt. So. Ja, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Wir sind fertig mit unserer Rassel. Ja, anstatt die Mäschli oder dazu könnte man ja die Flasche auch noch ein bisschen anmalen, wenn man möchte. Ich finde es auch schön, wenn man den Inhalt trotzdem noch sieht. Eben, wenn man jetzt da extra Glitzer drin tut und extra noch ein bisschen Moosgummistückchen. Finde ich es auch schön, wenn man den Inhalt doch noch sieht. Aber vielfach tut man auch einfach den Oberteil der Flasche ein bisschen anmalen. Und dann sieht man beides. Oder man kann natürlich auch die ganze Flasche anmalen, wie es einem gefällt. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die zu gestalten. Eben, man kann auch verschiedene Sachen rein tun. Anstatt Moosgummi kann man auch sonst normales Papier drin tun, Papierschnipsel. Ja. Oder man kann auch Perlen drin tun, die geben natürlich auch noch einen schönen Klang.
bisschen farbige Perlen und Glitzer. Ja, genau. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann macht's gut. Tschüss miteinander!